Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blausteinschnärle aus dem einzig wahren Ländle, dem Schwabenländle. Sodele. Und heute, ja, das haben wir schon mal angeschaut. Also so hammerbetriebene Blaustallers. Also da mit dem Hebel dahinter. Und seht, da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Jetzt gucken wir mal, welche denn eher geeignet sind für Zweihandbetrieb. Und dann machen wir danach auch noch ein bisschen Vergleich, wobei die Nerfblaster würde ich halt auch ein beispielhaft nehmen und davon ausgehen, dass die alle gleich sind. Weil ich glaube, dass das Innenleben da ist alles ziemlich ähnlich. Aber jetzt gucken wir mal, welche denn mit beiden Händen besser gegangen. Wenn das letzte Mal betrachtet, was man mit einer Hand so gut machen kann und nebenher so auf seinem Drahtesel, weil man ja moderner Cowboy ist und nebenher da rumballern. Also, und wenn man natürlich modern und freundlich ist, wenn man niemand wirklich weh tut. Deswegen siehst man bloß mit so Schaumstoffpfeile da. Ich hätte das natürlich nicht, habe ich das letzte Mal schon gesagt, ich hätte das natürlich nicht in echt machen. Das könnte komische Reaktionen hervorrufen bei den Leuten, die das mit angucken. Also von daher, ja. Aber die zwei, die sind schon, das geht schon echt leicht. Also da komme ich richtig gut nach mit den Fingern. Und ich finde, die sieht halt auch schon, also zumindest von der Form her, die Optik, das ändere ich vielleicht noch. Ich kann sagen, ich hab das noch original verpackt auch noch, aber ja, man ist nicht umsonst Sammler. Das macht schon Spaß und dann, jetzt ist leer. Und das ist dann wie bei blutiger Pfad Gottes, man lädt nicht nach, sondern man wechselt einfach die Waffe. Packen wir die zur Seite. Oh Gott, das mit denen da habe ich mir jetzt auch zwei gekauft. Jetzt war, aber man sollte das schon richtig laden, das ist dann scheiße sonst. Komm schon, Krust. Guck, das ist ja scheiße. Habe ich ein bisschen gespannt und nicht richtig. Das ist dann wie bei blutiger Pfad Gottes, man lädt eine Waffe nicht nach, sondern man nimmt einfach eine andere. Das geht erstaunlich gut. Ich finde, das sieht schon heftig aus. Das macht Spaß. Das ist natürlich nichts für den modernen Cowboy, wenn man auf Drahtesel ist, sondern das ist dann, wenn man so im Duell ist und dann oder in der Schießerei ist und dann einfach höhere Kapazitäten braucht. Und dann kann man da rumschießen. So, weil die jetzt auch leer sind, packen wir die weg. Das wäre wohl eine Ladehemmung dann. Aber das ist ein bisschen auf Seite. Das ist tatsächlich der handlichste. Aber optisch halt der schickste von denen. Also, den muss man ein bisschen komisch, oder zumindest wenn man so Haut hat wie ich, den muss man ein bisschen so halten hier. Und dann geht das ganz gemütlich. Diese Sauerei jetzt auf dem Tisch. Seht, dahinter ist gleich die Wand, sonst stellt ihr die nicht so zurückhupfen. Weil das ist halt schon Haufen Kapazitäten. So. Viel verballert. Packen wir das ein bisschen auf Zeit, dass es nicht gar so Chaos ist. Also ordentlich ist, schön aufgeräumt und alles. Dass man die auch nachher wieder laden können. So, dann habe ich da noch neuer Hammershot. Ja, das ist dasselbe, aber andere Optiker. Da habe ich mir lila Pfeile dafür gekauft, weil es einfach besser aussieht. Und die Hammershot, die habt ihr ja gesehen, wie die, so wie ich auch so optisch modifiziert habe. Das ist, also die ersten Beute waren angenehmer für zweihändig. Ich würde sagen, wenn man das da alles verballert, also das geht schon recht gut, aber so sieht es halt schon hübscher aus. Und jetzt weiß ich nicht, ob da die optische Modifikation an dem da auch gut aussieht. Aber ich würde sagen, wollen wir mal Messmittel, ich glaube Nummer 3, wenn ich richtig erinnern kann.
gucken wir mal, was da rauskommt, was das da dazu sagt. Und dann gucken wir noch ein paar andere Revolver auch. Müssen ja gucken. So. Das sieht auf der Kamera schon mal wild aus, wenn der Bildschirm so flackert. Das tut es in echt natürlich nicht. Das könnt ihr euch von den Physiklehrern mal erklären lassen, warum das so ist. So, 16 Meter pro Sekunde, 20,8, 19, 17, was haben wir da? 18,2. Ja, da drauf drücke und dann da drauf drücke und dann Yes. Also 18,2. Das merkt ihr euch. Gucken wir mal, was wir damit haben. 18, 16,2. Was haben wir? 18,4. Was haben wir? 17,3. Ah, und das waren alle. Das war das 18,2 und 17,4. Ja, das ist schon ziemlich ähnlich. Dann haben wir noch ein bisschen was anderes. Das Ding, das habe ich euch ja schon gezeigt. Das ist, braucht auch ein bisschen mehr Gewalt, das zu spannen. Also 17,4. Ihr merkt euch das einfach. Ich habe jetzt keine Lust, das dann nachher zu editieren. Das ist einfach so. Ah, hopp. Hopp. Ui. Ja, okay. 43,8. Das ist halt schon mal übers Doppelte von den anderen zwei. Was haben wir? Ja, 39. Uiuiui. Und dann haben wir 42,5. Also 41,7. Das ist halt schon. Gut, sind auch ein bisschen andere Pfeile, also das kann schon sein, dass die auch was ausmachen. Aber das Blasterle hat halt einfach Gewalt. Aber da habe ich noch kurz falsch gefunden, also stetig, weil ich glaube, das der ziemlich gut gegangen. Ich krieg das recht gut. Das geht recht gut. Und ich finde, das sieht halt schon cool aus. Also von der Farbe her, das weiß ich noch nicht. Müsste ich gucken, aber ich glaube, das sind alles Einzelteile. Das heißt, das könnte man auch malen, wenn man möchte. Oh ja. Aber das war noch nicht alles. Also 40,7 müsst ihr euch merken. Oh ja. Ich komm schon. Mach das, was ich will. So, da. Und dann hätten wir da noch. Wo machen wir sinnvoll weiter? Ach, das Beste zum Schluss. Das Beste zum Schluss. Oder zumindest meiner Ansicht nach. Haben wir dann ein bisschen, ja, mehr Spielzeug. Das schießt so. Ja. Die sind vom Durchmesser her kleiner. Ja gut, die sind vom Durchmesser her gleich. Aber die sind kleiner. Und ja, das könnt ihr euch nicht empfehlen, weil da habe ich jetzt 2 gemacht davor. Das ist jetzt. Uiuiui. 10,5. Aber 10,4 recht konstant. Da können wir uns die Pfeile mal angucken. Die sehe ich auch nicht mehr. Ja. Die sah anfangs auch ein bisschen besser aus. Das ist doch schon Spalt. Jetzt. Oh, 10,9. Aber sieht halt cool aus. Also das passt von der Optik her schon recht gut. So, also 10,6. Haben wir dann nochmal einen. Das ist ein bisschen anders. Das ist mit so Hülse. Und warum man auch immer das braucht. Also ich tue die Zelda auch raus. Oh Gott, das hat nochmal so kleinere Pfeile. Die gucken wir uns dann noch an, wenn er noch raus ist.
Das Prinzip ist dasselbe. Spannt das mit dem Hämmerle. Aber erst einmal, dann haben wir 10, irgendwas. Ihr habt es euch gemerkt. Wenn nicht, vielleicht mal immer eine Mühe und schreibe es unter in die Beschreibung rein. Wenn ich es nicht vergesse. Ist ja keine Wissenschaft hier. Es soll ja Hobby sein, soll ja Spaß machen. So. Ui. 24,9. Dann haben wir 21,5. Okay, die zu suchen hat nachher Spaß. Und 25,9. Ah, ein Mittelwert von 24,1. Davon kann man natürlich, das ist halt schon cool, wenn man da rum, da kann man auch so oder so. Da kann ich doch mal, ach, scheiße. Ich hoffe, ich kann euch die Munition mal zeigen. Das sind so ganz kleine Dingerla. Die kommt dann da rein. Dann kommt das da rein. Und das dann da rein. Und das ist gar nicht schlecht. Jetzt packen wir das weg. Natürlich Resetter zurück. So. Denke, wisst schon, das habe ich hier zusammengebastelt. Also da verlinke ich euch das Video dazu. Ja, ich verlinke euch auch das Video, wo ich wo ich halt andere Bläschlers vorstelle. Und ja, das Bläschel habe ich ja noch original verpackt. Und dann habe ich auch die von Nerf Rebel heißt es, die Sweet Revenge. Original verpackt, weil ist halt dieselbe Form und es verhält sich gleich. Also das habe ich eher gekauft, weil es mir halt gefällt. Also, wenn ihr das mal sehen wollt, kann ich das euch auch mal zeigen, aber auspacken tue ich es wahrscheinlich nicht. Aber mit denen mache ich da vielleicht mal was, weil die Optik, also die Form gefällt mir. Da vorne muss noch was machen. Und ja, also wenn ich mal irgendwo mal die Möglichkeit finde, auch was zu lackieren, dann muss ich mal gucken, was ich mit den Dornen machen kann. Oder was man da so machen kann, dass die Farbe ein bisschen anders ist. Oder dass man das. Weil das sieht schon cool aus, aber ach, da könnte man sicherlich was anderes draus machen. Oh ja, kommen wir hier zu dem hier. Schauen wir, was das so hinbringt. So, da sind wir 18,2, 19,7 und 15,4. Gibt dann einen Durchschnitt von 17,7. Das sind so, ja, so halblange Pfeile. Das sind aber so Mega-Pfeile da. Okay, da habe ich jetzt daneben geschossen. Ja, okay, das ist jetzt. Der 5. hat es nicht zählt und das eine war 13,2. Ja, lassen wir es bei 17,7, aber das ist halt so gekürzte Mega-Pfeile, das ist. Also, die Teile habe ich als 3D-Teil gefunden, das ist vom anderen. Aber das findet alles in dem Aufbauvideo, das ich gemacht habe, oder in denen viele halt. Das waren ein paar Schritte. Und ich werde da, glaube ich, noch einen zweiten bauen. Dann mache ich euer Aufbauvideo, dann seht ihr das. Und der Schieber da hinten, das ist halt aber eher euer Entwurf oder Modifikation. Nicht ganz euer Entwurf, also ihr habt das Original genommen und habt es halt modifiziert. Weil die normale wäre ein bisschen da noch gegangen. So konnte ich da gekürzte Mega-Pfeile verwenden. Und das ist halt schon irgendwie cooler. Ja, aber schaut euch das Video an. Und wenn euch das prinzipiell gefällt, lasst ein Abo da, drückt das Längerle. Und schreibt mal Kommentare. Das lädt mich freier. Ja. Dann drücken wir letztes Mal Reset. Ja,
Irgendwann komme ich mit der Biegen noch zurecht. Da das dann und dann rüber. Weil da hätte ich nämlich noch das Ding da. Das ist auch so haben wir betriebenes Ding. Da gucken wir mal, was dabei rauskommt. 16,8. Oder 16,7. 15,6. Dann haben wir 16,7. Und haben wir noch. Haben wir 16,5. Gibt dann einen Durchschnitt von 16,4. Ist nicht weltbewegend. Aber das Coole ist halt, das Ding, den Hülse. Kann man da die Pfeile wieder reinladen. Mit ein bisschen Glück. Das ist schade, wo einer fehlt. Da kann man die da rein. Da kann man sich da wie ein echter Cowboy-Verteidiger. Ja. Pfeil muss ich halt noch suchen. Dann kann man das dann rein. Schade, dass man bei dem halt nicht der Revolverträger kann. Das ist halt schon cool. Gut, russisch Roulette mit keine Kugel drin, das macht halt wenig Sinn. Und wobei, da ist man sich dann sicher, dass das Spiel gut ausgeht. Das wäre schon sehr seltsam, wenn man bei russisch Roulette mit dem leeren Revolver verliert. Aber ja, dumme Zufälle geht's immer. Stürzt dann durchs Klicker das Dach ein oder so. Wer weiß das schon. Ja, oh Gott, das ist bei denen auch. Ganz hakelig ist das. Das geht nicht so richtig. Bei dem? Das ist natürlich cool. Ja, wenn da die Qualität besser wäre, aber das ist halt. Da sind wir schon 2 hingegangen von denen. Gut, das war so mit goldenen Dinger drauf, aber ich denke, das ist dasselbe. Und das war noch vor der Zeit, wo ich noch auf Bläster selber repariert habe. Wobei das ja kein richtig ist. Ja, wo ich also so Schaumstoffbläster selber repariert habe. Ja, die sind so Akkustreikdarts. Die sehen schon cool aus. Ja, jetzt haben wir sie alle durchgeguckt. Ein riesiges Schlachtfeld hier hinterlassen. Und ja, mal gucken, was man mit der Hammershot so macht. Was man mit denen da so macht. Weil das ist ja prinzipiell ein Hammershot. Das ist halt nur ein bisschen andere Optik. Also von daher, bleibt da dran. Wird spannend. Aber, und ich habe auch noch ein bisschen, ich meine, so ein richtiger Cowboy, der braucht ja auch für sein Drahtesel nicht bloß ein Revolverle, der braucht auch richtig Speer. Also da habe ich natürlich auch was Unterschiedlichste. Da braucht man natürlich mit so Hebelbetrieb und solche zum Knicken und alles. Das haben wir alles und zum Pumpen und das schauen wir uns natürlich auch noch an. Also da braucht ihr keine Sorge haben. Ja, aber da bleibt er dran, lasst ein Abo da, macht den ganzen Quatsch damit das ein bisschen Reichweite kriegt, weil dann kann man mehr Spaß machen. Aber auf jeden Fall dann, ja, euch viel Spaß beim Playstron. Das wünscht euch euer Blaster-Ingenieur.